Und dann sagt er, ich war besoffen gewesen an dem Tag. Ich hab gedacht, jetzt bringe ich mal ein bisschen Bildung in die mittlere Bildungsschicht. An meinem 18. Geburtstag war es dann so, dass wir drei alle sehr besoffen waren, aber ich zur Abwechslung mal mit Abstand der besoffenste. Haberdere, Harry. Grüß Gott, schön, dass du da bist. Servus. Hast du gewusst, dass Mäuse Liebeslieder füreinander singen? Und zwar singen die männlichen Mäuse ultraschallhohe Töne, um die Weibchen zu beeindrucken. Aha. Für einen Mensch ist aber logischerweise aufgrund der Tatsache, dass es Ultraschall ist, nicht hörbar. Habe ich bis vor 10 Sekunden nicht gewusst. Ne? Verrückt. Ja, das sagt dafür, dass ich meistens Lieder mag. Der Harry hängt mir jetzt gerade brutal hin, weil ich habe die Kamera gerade nicht eingeschaltet. Das bleibt mir nämlich zum zweiten Mal auf, deswegen habe ich jetzt ein Blick geschaut. Super. Ja. Ich versuche das jetzt einfach nochmal zu rekonstruieren. Ja, aber ganz natürlich. Ich habe dann vorher zu ihm gesagt, weißt du, wer es wissen darf? Ja, und ich habe gesagt, darf ich den Namen sagen? Genau, das hat er gesagt. Nein, das hat der Keiner. Der Keiner darf es wissen. Auf den Keiner. Bester Mann. Prost. Warum ist der... genau, ist der vorher erst erklärt. Ja, natürlich. Also, danke an Holy, dass ich heute da sein darf. Die sponsern mich, also mich persönlich, nicht Los Podalos. Und das ist Apple Alligator oder Alligator Apple. Sehr gesund. Die Vitamine des Tages sind drin. Und mit dem Code Harry15 gibt es 20% Rabatt bei Holy. Gebt es einfach ein. Schaut es nicht in Warenkorb oder so in der Kasse. Einfach kaufen. Einfach ja, passiert nichts. Ja. Also im wahrsten Sinne. War es vorher nicht Harry 10? Und 15% Rabatt, ja. Voll zahlen. Wenn wir jetzt nochmal aufnehmen dann... Ja, wenn es 25 und 30 geht, habe ich jetzt im Kopf ausgerechnet. Aber nicht 20 und 25. Nein. Okay. Entschuldigung. Ja. Energiekick. Ich habe gedacht, vielleicht eine Geschmacksexplosion. Aber tatsächlich Empfehlung, wir haben angefangen, das Holy-Zeug zum Saufen, weil wir nicht immer auf die Angebote schauen wollten von den Energy Drinks, weil der Harry und ich, wir sind keine großen Kaffee-Fans. Der Harry noch wesentlich weniger als ich, also du trinkst eigentlich gar keinen. Ja. Ich trinke ihn halt nur, weil er sehr, sehr günstig ist und mich ein bisschen wacher macht. Außerdem macht er nicht fetter, gell? Aber der Holy auch nicht, oder? Ja, genau, aber ich meine... Ja. Deswegen trinkt man keine normalen Energy Drinks. Dann sind wir umgestiegen auf die zuckerfreien, die aber, glaube ich, dass die auf Dauer, ja, nicht einmal auf die lange Dauer, sondern auf kurze Sicht auch tödlich sind. Ja. Weil es kann nicht sein, dass was so fantastisch schmeckt und so wenig Kalorien hat, oder, Fabian? Ich kann es mir nicht vorstellen. Fabian Harry, Entschuldigung. Kannst mir nicht vorstellen, Legendary Tobi. Soll jetzt wissen alle, wer ich weiß. No. Doch. Naja, aber gestern schreibt mir der Thomas, einer der Thomas, die ich vorher nicht mehr in Erinnerung hatte, schreibt mir, saugeiles Video, Tobi. Schreibt er an Los Brutales und dann sage ich, danke. Und dann hat er gesagt, ja, weißt du, als damals der Bier vorhin hast lassen, in Unterschleißheim. Und in Unterschleißheim waren wir doch noch in der einer Location, wo der Quetschenspieler da war. Ja, im polnischen. Ich glaube im Feuerwehrhaus. Ja, im Feuerwehrhausl, richtig. Und da ist mir, ich weiß nicht, ich habe in letzter Zeit, ich sehe da mal zum ich glaube der Neurologe macht das, oder? Der schaut, ob die Nerven alles in Ordnung ist. Ja. Soll ich mal nachschauen, warum mir das echt relativ oft passiert. Am Battle-Markt ich bin da gestanden, ich glaube meine Maske war stimmt, ja, da sind wir auf die Bank gestanden. Und einfach aus der Hand gefallen. Einfach weggefetzt. Das ist echt, war sau unangenehm. Und das ist mir im Feuerwehrhausl auch passiert. Und dann sagt er, ja, wirst du so besoffen gewesen sein? Dann sage ich, mein lieber Freund, ich habe ein Video von diesem Abend. Und dann sieht man, keiner sieht mir hinten im Eck hocken, voll genervt und meine Hände spulen. Du machst einen Tornado. Und ich schaue einfach nur unendlich besoffen in diese Kamera. Und dann sagt er, ich war besoffen gewesen an dem Tag. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Du kann man das nochmal dran, ich habe in die Kamera geschaut. Achso, ja. Ich habe jetzt auch schon mal in die Kamera geschaut. Jetzt nochmal. Ja. Magst du nochmal von vorne anfangen? Ja. Ist egal. Ja. Wir starten, wie du sicher weißt, du hörst ja am Podcast auch regelmäßig, oder? Ja, deswegen darf man nie sagen, was im Podcast vorkommt, weil ich möchte mich überraschen lassen. Ja. Also höre ich dann immer beim Staubsaugen, beim Putzen, beim Bauen. Daily Life einfach. Ja. Wo gehst du zur Zeit am liebsten zum Bauen? In mein Badwanne. Hast du eine Badwanne? Ja, ich habe eine Badwanne. Stimmt, ja. Du hast da brauche ich eine Empfehlung von dir, weil die Leute haben ja wirklich immer tagesaktuell am Geschehen teil. In meinem neuen Haus jetzt habe ich auch eine Badwanne und du hast ja selber diese Duschwand da einbauen lassen. Ja, wenn ich selber gemacht hätte, war es gerade. Ja, danke, Andi, danke.
Good job. Hast du eine Empfehlung, was hat die gekostet? Weißt du das noch? Weißt du nicht mehr. Aber ich weiß nicht, dass die gar nicht so günstig war. Ja, wir waren so ich glaub, 200? Ja, also wir waren, ich glaube, kurz vor 200. Also sowas wie 180, 190, dann haben wir das teuerste genommen. Was ja, klar. Aber entsprechend gut schaut es aus, wenn ich das an der Stelle mal erwähnen darf. Danke. Ja. Na, also ich bin sehr zufrieden damit. Hier ein kleines Geständnis. Nach jedem Mal duschen ziehe ich das Teil ab mit so einem Ernsthaft? Ja. Wirklich? Ja, jedes Mal? Ja, da habe ich mir ein bisschen unterkriegen lassen. Okay, ja, wir haben auch eine Duschwand aktuell noch. Und ich ziehe es nicht ab. Ja, schon. Ja, das ist bei mir, glaube ich, so, so wie damals, wo ich gesagt habe, beim Location Scouten, dass ich mich weigert, Straßen zu suchen. Ich glaube, man muss einfach irgendwann, ja. Ja, da habe ich mich in eine Ecke drin lassen. Ja. Die Schwachposition. Jetzt ist es spät, jetzt kannst du jetzt musst du absagen. Ja. Jetzt bin ich halt der Nazi, der sich aufregt, wenn es nicht abzahlen, ja, verstehe. Hätte ich auch so also ich drehe den Spieß um, bis ihre halt nicht mehr passt. Also, oder er. Wochenrückblick. Ich habe jetzt da einen Spickzettel. Vielleicht kannst du von dir aus erzählen, was du noch weißt, was alles passiert ist. Seit letztem Sonntag. Seit letztem Sonntag. Also eigentlich kann man sagen, seit letzten Donnerstag. Das ist korrekt. Lass mich nachdenken. Ja. Kurz. Haben wir zum Beispiel zufälligerweise was gedreht? Wir haben was gedreht, ja. Wir haben, ja, stimmt. Los Brutalos, oder? Ja. Ja, wir haben ein Musikvideo gedreht, das welcher Tag war das? Am gestern. Mittwoch, am Donnerstag um 20 Uhr rausgekommen ist. Also, du machst das super. Ja, ich weiß, am Donnerstag, das ist nämlich ein paar Tage her. Und haben wir ein Musikvideo gedreht zu folgendem Song. Das Pferd macht Mu. Haben wir schon ein bisschen backfired, falls man das so sagen kann. Also ein paar von euch Arschlöcher haben darunter kommentiert, ob das unser Ernst ist oder dass wir das eigentlich viel besser kannten. Und nein, also jeder, der uns kennt, weiß, dass man es definitiv nicht besser kann. Das spinnst doch. Punkt 2. Und dann hat einer gesagt, was hat noch einer gesagt? Ja, irgendwas total Gemeines. Irgendwas total Gescherz. Richtig fies. Oh. Nein, nicht einmal das mit den Schuhen, meinst du? Ja, mit den Schuhen. Das war der Grittenrudi, der darf das. Er hat nämlich gesagt, dass sie mit diesen hohen Steckelschuhen kann man sich mit mir fast auf Augenhöhe unterhalten. Und ich sag so, wenn ich es auch habe, kann ich mich nicht beim Harry auf Augenhöhe unterhalten. Ja, aber weil ihr zu dem Zeitpunkt dann auch welche habt. Ja, stimmt, der Kerl ist auch unhöflich groß. Also der ist bestimmt über dem Durchschnitt ein bisschen. Ich glaube so. Einiges über. Der Typ ist fast ans 90. So 3-4 Zentimeter über dem Ding, oder? Ist der Durchschnitt nicht irgendwie 1,80? 1,75. Wow. 2 Penislängen im also, Durchschnitt. Ich frage mich dann nur mal, wenn 1,75 der Durchschnitt ist, wo sind die anderen kleinen Typen? Vor allem, also, ja. Weißt du, ist ein Thema mit dem. Also, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin der Einzige. Ja, aber ich habe noch nie einen kleinen Menschen gesehen. Okay? Vorher. Nein, eben. Ja. Aber das ist mein USP. Ja. Also die Leute sagen, der kleine Typ. Wenn er mal rosane Cowboy-Stiefel hat, dann ist er so groß wie ein anderer. Aber genauso laufen die Gespräche, wenn man so kommen, das ist doch der kleine, dann versuchen sie noch ein paar Eigenschaften hinzuzufügen, aber einer fällt nichts Nettes mehr ein. Deswegen, nach klar. Nichts Nettes mehr. Ja. Du, ich sehe das nicht als Beleidigung. Nein, das ganz im Gegenteil. Es ist eine Beschreibung. Ja. Was komplett objektiv betrachtet haben sie ja recht. Wenn man jetzt natürlich sich im asiatischen Raum bewegt, gell? Da bin ich über dem Durchschnitt, also da bin ich eher sehr groß, würde ich sagen. Nicht also schlecht. Wirklich sehr, sehr groß. Ich war zum Beispiel mal in Chinatown. In Und da gibt es ein Foto in San Francisco. Ui. Ja, ich bin schon unterwegs. Über dem großen Teich. Ich glaube, das einmal drüber. Ich glaube, dass die Leise wünschen, dass wir wieder Urlaubsgeschichten erzählen. Stimmt. Also, damals in San Francisco. Ja. Aber ich war in Chinatown, ihr müsst euch vorstellen, und es gibt ein Pudel. Und es schaut aus, als da der Harry neben mir steht. Ich bin in einem Meer als Asiaten und die gehen wir bis hier und das war so lustig. Ich habe mich gefühlt wie ein König. Das war echt. Ja, nur, dass ich halt wesentlich besser Auto fahren kann. Ja, auf jeden Fall. Und zur Abwechslung wahrscheinlich ja den größten gehabt hast. Also. Das glaube ich nicht, leider.
Also, es hat sich so angefühlt. Ich habe einen Haufen asiatische Pornos angeschaut. Und? Und also die sind ja zensiert. Und sehr haarig, gell? Sind die immer noch so haarig? Ja. Sie sind ja, tatsächlich immer noch zensiert. Es ist ja immer noch verboten, dort unzensierte Pornos zu verbreiten. Okay. Aber die KI, danke Gott, kann dezensieren quasi. Jetzt ist die Frage, das kommt ja auf die Zensurart drauf an, aber das ist ja einfach nur verpixelt. Mich würde interessieren, ob es dann, weil das ist mir als professioneller Wichser, ist mir das schon wichtig. Ich möchte nicht, dass die KI was verfälscht. Ja, dass die was erfindet. Also, dass sie sagt, ja, das ist nicht, weil ich möchte schon ganz genau sehen, wie ist die Form, wie ist die Beschaffenheit in Summe, wie soll ich sehen, was, also das ist halt, ich habe keinen Bock, dass sie das errechnet, weil dann kann ich mir gleich einen KI-Porno anschauen. Entschuldigung. Das ist korrekt, ja. Ja, ist halt die Frage, gell, also ich muss erstmal ganz kurz ein Side-Fact, die Arschlöcher sind nicht zensiert, außer es liegt halt voll zu nah beieinander. Wirklich? Okay. Nein, das ist sind ja, Geschlechtsteile. das ist einfach das Arschloch, ja, stimmt. Ja. Zensierst ja kein Ohr. Ja. Oder einen Mund. Kommt drauf vor. Ja. Aber ja. Und das andere ist, also ich befürchte fast, dass es ein bisschen aus der Luft gegriffen ist, das Ganze, also errechnet und nicht. Ja, muss ja fast so sein. Ja, aber was mir aber zum anderen Gedanken bringt, diese ganzen zensierten Pornos, die erschaffen ja einen mächtigsten Menschen der Welt, und zwar denjenigen, über dessen Zensurding die ganzen Videos kommen. Fuck, ja. Also, stell dir das nochmal vor, ja. Der sitzt auf dem ganzen unzensierten Scheiß. Ich glaube, ich kann mir das gut vorstellen, weil er da sitzt wie der Kaiser. Und ich stelle mir vor, dass er auf sehr viele Videokassetten hockt. Ist es die Zeit, aus der wir kommen. Und halt jederzeit, also ich sage immer, ich glaube, dass er Deals abschließt. Was dann heißt, wie viel gibst du mir dafür, dass du die Moschee, sage ich mal, unzensiert sehen kannst und sage ich, einen Scheiß kriegst du aber KI. Alter. Also verpiss dich. Ja, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wenn man jetzt auf japanische Pornos oder asiatische Pornos kommt. Aber wegen der Penisgröße. Sind also, wenn ich der KI glauben darf, recht klar. Also sogar in unseren Maßstäben dann normal. Also in unsere? ja. Also nicht jetzt deutsche Maßstäbe, weil die sind ja krank. Die sind aber so eine Pflöcke. Irgendwie deswegen 13 Zentimeter oder so. Ja. Spinze, Trotteln. Kannst du nicht gehen mit so einem Ding. Deswegen schauen wir deutsche Pornos gar nicht mehr an. Erstens, weil die Typen so groß sind und weil die Typen so groß sind. Ja, also ich möchte den Pimmel in echt sehen, der 13 Zentimeter hat. Erstens das und zweitens, das tut ja auch weh. Oder? Also und die Frauen, das tut doch ab einem gewissen, also wenn du da wirklich, sag ich mal so, einen 13, 14 Zentimeter Pfahl hör mal auf. reinkriegst, das ist doch, Entschuldigung, das ist nicht mehr, es gibt da irgendwann ist es nicht mehr schön, klar, da gibt es die eine oder andere Perverse, die sagt, ja gut, von mir aus, ich brauche dieses Gefühl, das was zu fühlen. Gar nichts mehr. Ja, aber aus meiner Perspektive und alles, was ich mir so angelesen habe und auch meine persönlichen Erfahrungen, sagen, dass so Zähne, ein gut geführter Zehner, mir geht ja nicht, nein. ein mittelgut geführter Zehner, ein Zehner, ein Zehner, der halt da ist. Der ready ist. Wenn er ready ist. Besser ist, wesentlich besser, als jetzt ein anderer, der viel größer ist und viel besser damit umgehen kann. Aber, sind wir vom Thema Ein Exkurs, Ja, nochmal kurz zu dem Zensieren. Also es macht für mich aber schon Sinn, dass das die KI vielleicht rückgängig machen kann, wenn du dir jetzt vorstellst. Okay, eigentlich kann man es einfach ausprobieren. Wir nehmen jetzt dein Gesicht, zensieren, sondern lassen uns die KI dezensieren und dann sieht man ja, ob er ausschaut wie du. Weil das stimmt. Sich ist es ja einfach nur ein Blur-Effekt, wo er die Pixel durcheinander schmeißt, und wenn die KI klug genug ist, wovon ich ausgehe... Ja, sie ist auf jeden Fall klüger als wir. Ja, gut. Ja, also ich meine nur, weil wir dann nicht in unsere Maßstäbe. Ja, ich meine jetzt... Wir, die Menschheit, ja. Also genau, ich meine, kein Mensch kann das ja von Hand wieder zurückpixeln. Boah, das war aber eigentlich voll geil. Also, so autistisch veranlagte Dudes. Ja, es gibt aber... Oder natürlich auch Damen, die... Es braucht ja jetzt keiner mehr Autisten, gell? Nein, das ist keinerlei Verwendung mehr. Bei so Autisten, wenn du sagst, machen wir mal ein Beutel von irgendwas, dann kommt da irgendein Scheiß raus wahrscheinlich. Ja, nein, warte, ich frage über die KI, aber danke, Autist. Okay, zum Musikvideodreh. Also, magst du die Leute durch den Tag führen? Weil es war ein sehr, sehr langer Dreh. Warum, fragen Sie jetzt die anderen? Weil ich ihn schlecht organisiert habe. Ja, gut. Wir. Also das ist schon Teamleistung. Ja.
Auf jeden Fall. Na, kannst du sehr gerne machen, also, weil ich kann mich gar nicht daran erinnern. Also wir haben erstens 2 Dance-Crews organisiert. Danke Das an stimmt alle. so nicht gar nicht. Da muss ich jetzt kurz einhaken. Danke schon mal an alle, die sich beworben haben. Ich hoffe, wir haben alle zurückgeschrieben. Wir haben nämlich echt viele Bewerbungen gekriegt, was mich sehr verwirrt, muss ich sagen. Muss man wieder bei Los Portalos einloggen. Ja, mach das mal wieder, weil dann siehst du mal, wie viel positives Feedback wir teilweise kriegen. Ja, ich weiß nicht. Cool. Und die haben richtig, richtig Gas gegeben. Also das war Back to Steps einmal. Die haben auch die Choreo entwickelt und der Good Old Chat, schon, mein Gott, Freund seit Tag 1, seitdem er bei uns besoffen vor der Bühne zusammengeklappt ist im Tor. Seitdem hat sich der Chat in unser Herz gesoffen. Der war mit seiner Dance-Crew Dance United da. Das ist eine Showtanzgruppe mit Würfen, mit Ding, Zeig, alles Klump und so weiter. Die haben auch richtig rasiert. Haben sie die Choreo in kürzester Zeit partiell angeeignet und nicht schlecht, finde ich. Ja, also nicht so gut wie ich, aber sie haben sie mir gegeben. Für die Leute, die das Video noch nicht gesehen haben, ich werde wahrscheinlich nochmal ein Making-of hochladen, wo man nur, der Harry hat nämlich, wir haben zum Harry gesagt, ich stehe immer mit auf die Bühne und versuche einfach mitzutanzen und das hat er einfach so brillant, würde ich sagen. Am meisten hat mich aufgeregt, wir haben ja erwartet, dass das komplett in die Hosen geht und den ersten Move hat er so perfekt mitgemacht, dafür hasse ich die immer noch. Und ich habe gedacht, na super, wo geht's jetzt hin? Ja, du, also auf die internationalen Bühnen. Vor allem die Blicke dann wieder zu den Schritte und dann halt immer das für mich war das Comedy Gold, muss ich ganz ehrlich sagen. Dankeschön. Ich habe es eigentlich ernst gemeint. Ja, weiß ich. Ja, und dann haben wir halt unsere Szenen abgedreht, haben wir ein schönes Intro gedreht. Die Mädels und Boys, die dabei waren echt mega entspannt. Dreh war vorbei um 2 war er vorbei. Ich glaube, ja, tatsächlich. Sowas, also ich glaube, kurz vor 2 waren wir dann tatsächlich sogar schon fast mit dem Backeln fertig. Ja. Und also mit dem Eibackeln. Ausbackeln war dann um 3. Wir haben es noch hier direkt ins Büro gebracht, damit man es geht, damit wir am Montag uns nicht ärgern müssen. Ansonsten, ja, eigentlich gibt es nicht viele Highlights vom Dreh zu erzählen, finde ich. Die Dance United hat immer einen geilen Wurf gemacht. Oh ja. Wo sie sich ein bisschen Sorgen gemacht haben, weil sie jetzt schon ein klein bisschen getrunken haben und scheinbar muss sie jetzt nüchtern sein bei sowas. Ja, was ich für komplett lächerlich halte. Als ob das irgendwie gefährlich war, wenn es dann da aus, keine Ahnung, 4-5 Meter Höhe irgendwo runterfällst, weil die anderen zu besoffen sind, die zum Fangen. Ja, ich finde es lächerlich. Was soll denn das? Man muss im Jetzt leben. Ja. Na klasse, Spitze, da bin ich jetzt gespannt, wer wieder kommt. Genau, man kann drüben ja nicht scheißen, gell? Ja. Man kann nicht einmal Hallo sagen, wenn man im Podcast steht. Ja. Hier ist eine Kamera. Egal. Passt schon. Entschuldigung, Freunde. Jetzt weiß ich noch, was ich sagen wollte. Wieder abgelenkt worden. Irgendwas von Leuten. Ja, genau, an Back to Steps. Eine von euch hat ihr Schnitzel vergessen. Also meldet euch bei mir, wir halten das so lange auf. Also Schnitzel vergessen und die Servietten mit dem ganzen Snooze von euch. Also ihr habt beides aus Versehen an dem Tisch liegen lassen. Das war stark, ja. Also wir schauen, da liegt ein riesen Serviettenpack. Was ist denn da drin? Und da sagt man, wie, glaube ich, 600 Snooze-Dinger da drin war. Also entweder eine von euch snoozt sehr exzessiv oder ihr alle snoozt sehr exzessiv. Hat mich auf jeden Fall überrascht. Ich habe auch nicht gesehen, dass du einen Snooze drin gehabt hast. Nein, ja nicht. Also sehr professionell auf jeden Fall. Ich habe mich danach mit dem Wirt, also mit dem Location-Geber, nochmal kurz drüber unterhalten und er hat gesagt, also bei dem da zusammenklappen. Also, bei Snooze? Ja, also ich glaube, ich war sehr beeindruckt, dass das eine Gruppe Damen war, die so viel Snooze weggezogen hat. Ich glaube, ich habe es im Podcast schon mal gesagt, aber ich habe in meinem Leben noch nicht gesnoozt. Ja, nicht. Und ich muss es auch nicht. Also gibt es einer der wenigen Dinge, die mir gefühlt gar nichts geben. Also, ja, aber ich weiß nicht. Vom Schnupfen nachdenkt, bevor ich angefangen habe. Ja. Also Musikvideo ist ready, Dreh hat Spaß gemacht, Schnitt super gelaufen, Ergebnis saugeil. Richtig fetzig. Und wir haben ein neues Fahrzeug. Wir haben uns für unsere Filmproduktion und für Los Brutales jetzt einen Fiat Ducato gekauft und natürlich die längste und größte Version, den L4. H4 oder was da immer steht. Und ja, also ihr seht, es läuft wirklich sehr, sehr, sehr gut bei uns. Tief verlegte, fette Botschen drauf. Schöne Rims, ja.
Was da sau nervig ist, also nur für alle, die vorhaben, sie am Bus zum Lenken und im Nachhinein Sitze einbauen zu lassen, wenn man ein Angebot kriegt für die zweite Sitzreihe 10.000 €. Genau, also zur Erklärung, vorne 3 Sitze und wir brauchen nochmal 3, weil wir so viel Crew haben und Brodies. so. Und 10.000 € das Angebot, wie er schon gesagt hat. Von der Firma Schnierle, falls wir Schnierle-Mitarbeiter unter unsere Podcast-Hörer haben, wovon ich ausgehe, macht es mal besser einen Preis, bitte. Ja, mach mal Spätzle-Rabatt. Ja. Wir kommen schon direkt zum Thema der Woche. Jetzt haben wir schon wieder so viel geratscht. Nein, es tut mir leid. Ich habe es selber noch nicht gelesen, aber ich lese es jetzt gerade und ich freue mich drüber. Thema der Woche, das uns Sabrina gegeben hat, ist Oid O und Harry, A Never Ending Love Story. Wie haben wir uns kennengelernt? Mei, das waren Zeiten. Nein, das war geil. Das war 7. Klasse. Lass mich nicht lügen. Was die 7. gewesen sein? 7. vielleicht. 7. Realschule. Realschule? Also hier... der Harry hat aber hier Nasen da. Also auf ja, die Realschule gekommen ist, weil er vom Gymnasium runtergekommen ist zu uns dumme Leute. Ja, also ich bin nicht auf die Realschule gegangen, sondern... Realschule ist zu dir Nein, gekommen. ich bin vom Gimmi runtergegangen. Ja. Auf die Realschule. Ja, richtig. Ja, ist schon Verstehst richtig. du, ja. Aber Also, nicht, weil er es nicht geschafft hätte. Nein, ich habe es schon im Kreuz gehabt, aber ich habe mir einfach gedacht, jetzt bringe ich mal ein bisschen Bildung in die mittlere Bildungsschicht. Oder die untere, wie immer. Für uns war es gut, dass er dann gekommen ist, weil seitdem ist er auch wirklich intellektuell in der Klasse aufwärts gegangen, muss Ja, man sagen. also wirklich. Am Anfang haben sie noch Äpfel an die Wand gefetzt und danach die Griff von Heizungen wegtreten und danach... Hören sagen. Ja, also die sind halt abgefallen während der Anwesenheit. Weil jemand dagegen treten hat. Ja. Aber das hat ja keiner von uns ist Heizungsingenieur. Das hängt in keinem kausalen Zusammenhang, zumindest wissen wir das nicht. Ja, dann haben wir uns eigentlich von Anfang an super verstanden, oder? Es war super, es war wirklich Liebe auf den ersten Blick, muss man sagen. Also, wir haben, der Kid Rap und ich haben schon des Öfteren darüber geredet, dass wir Hardcore-Mobber waren. Das war der Harry nicht. Der Harry war auch kein Loser, aber er war keiner von den, sage ich mal, Mobber. Am Gimmi war ich schon geschert zu den Kindern. Ah, sehr gut. Also, aber Okay. nicht in dem Ausmaß. Und Also, glaube ich. es war so, es hat dann vielleicht, die Nein sind natürlich von uns nochmal besonders behandelt worden, weil es ist ja klar, du musst erst einmal rantasten, du musst schauen, wie weit kannst du mit den Leuten so gehen. Und im Endeffekt war es so, dass der Harry dann einmal kurz auf der, sage ich mal, Ziel wurde, sie aber da recht, sage ich mal, mannhaft gewehrt hat. Ich habe mich recht gut herausgewunden. Ja. Ja. Und dann haben wir relativ schnell, ich weiß noch, wenn wir dann irgendwann, ich glaube, dass ich sogar zu dir hergekommen bin und dass wir dann gesagt haben, ja, okay, weißt du was, passt für uns. Also so mehr oder weniger habe ich mich entschuldigt. Ja, aber das war klug. Also ich bin hier. Der Harry war wirklich, das hat er also diplomatisch großartig geregelt, weil er hat genau gewusst, also wenn du dich gewehrt hast, dann war es so, dann hat es schlimmer geworden. Wenn es so da ist, als war nichts passiert, dann ist es auch schlimmer geworden. Das bedeutet, er hat das einzig Richtige gemacht und hat sich mit dem Feind verbündet. Er hat gesagt, du, war mein Fehler. Jetzt haben wir vor dem falschen Fuß. Wir haben uns unter die falschen Umstände kennengelernt. Und dann hat er sich entschuldigt und dann haben wir... Und seitdem sind wir Freund. Ja. Das ist halt schon geil. Das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, ja. Aber man muss dazu sagen, die 7. war halt wirklich eine schlimme Klasse. Also, Die 8. auch noch. Und dann muss man sagen, das war ja wirklich nur die Anfangsphase und dann war es ja kein normales Bündnis mehr, sondern dann ist ja mehr geworden. Ja. Da haben wir dann entdeckt, dass wir beide Nerds sind, Ja. so eine Sache, dass wir beide sehr klar nicht so hübsche haben. Ja. Und so überkrasse Sportler sind. Überkrasse Sportler sind, ja. Dass der Harry auch gut Äpfel gegen die Wand schmeißen kann. Sehr gut, ja. Also all diese Dinge. Oder Löcher in die Wand schlagen. Ja, hast du ja Loch? Nein, das war der Kracke mit dem Stuhl. Er hat einen Stuhl genommen und in die Wand reingehauen, dann war das Loch drin. Aber ich weiß nicht mehr, ich glaube, der Götz hat den Böller reingesteckt. Das weiß ich nicht mehr, aber ich weiß noch, dass der Lehrer nicht fassen kann, dass einfach ein Böller in der Wand explodiert. Ja, rechnest du ja nicht damit. Nein. Und dann hat das da drin ja zum Glimmen angefangen. Gell? Ja, so das war ja geglüht, so. Ja. das ganze Asbest in der Wand. Steckst nicht drin. Das heißt, Ja, aber halt von uns wirklich keiner wissen. Nein, aber zum Löschen haben wir dann ein bisschen Wasser aus der Gießkanne in die Wand reingeschüttet. Stimmt. Ja, also das wird das drin geschimmelt haben. Du bist da halt damals in dem Alter keiner Schuld bewusst, gell? Du machst es und ist das, also dass ja einfach unsere Eltern
das eigentlich zahlen hätten müssen und das in dem Fall wirklich ein wahnsinniger Kostenfaktor. Wir haben uns schon unverwundbar gefühlt. Ja, aber also wir waren ja offensichtlich waren wir unverwundbar. Also. Weil, wenn jetzt eine Lehrkraft wäre oder der Schulleiter und dann sage, okay, der hat jetzt ein fettes Loch in die Wand kauen und einen Böller reingeschmissen und dann noch mit Flüssigkeit gelöscht. Dann würde ich sagen, okay, das ist ein Sachschaden in der Höhe. Das müssen jetzt die Eltern zahlen, weil dann... Haftpflichtversicherung oder sowas oder einfach direkt zahlen oder... Ja. Also ich muss schon sagen, dass ich da dann wahrscheinlich Ärger gekriegt hätte. Ja, ich schon auch. Das ist ein bisschen... Weil, meine schlechten Noten haben meine Eltern schon verziehen, aber wenn es ans Geld gegangen wäre, dann wären es sehr schnell auf Seiten der Schule gewesen, glaube ich. Glaube ich schon auch, ja. Ja, so viel zu unserem Kennenlernen. Ja, genau, und so ist das über die Jahre dann weitergegangen. Wir wachsen. Und jetzt sind wir immer noch da, haben wir eine Firma, haben wir eine Band gemeinsam und es funktioniert. Und bald ein Kind zusammen. Wenn wir die Genehmigung kriegen. Ja, was wiederum sehr schwierig wird. Ja, weil keiner von uns liquide ist, Punkt 1, weil wir uns ja gerade ein Auto kaufen. Ein Haufen Einträge im Strafregister. Also die Liste ist lang mit Dingen, die dagegen spielen, aber schauen wir mal, einfach da mal drucken. Die besten Saufgeschichten zusammen, das ist das glaube ich war sehr, wo fangen wir an? Das ist echt schwer. Also das Schudel? Ich finde der 18. Geburtstag. Ich habe gewusst, dass das kommt. Das ist der 18. Geburtstag, da haben der Kitty und der Harry. Normalerweise, sage ich mal, ist es immer so gewesen an unserem Freundeskreis, dass ich so rein, ich sage jetzt mal körperlich relativ unverwundbar, unantastbar war. Also das hat es einfach... Er hat in der Schule Genicke gebrochen, hat es mal geheißen. Der Tobi bricht das Knack. Was halt lustig ist, wenn der Typ so klar ist. Aber an meinem 18. Geburtstag war es dann so, dass wir drei alle sehr besoffen waren, aber ich zur Abwechslung mal mit Abstand der besoffenste. Also ich war wirklich kurz vor... Wie immer halt. Wer das Maß nicht kennt. Ja. Kurz vor, gehuntüchtig, würde ich mal sagen. Ja. Und das haben die Arschlöcher ausgenutzt und haben sie bepisst vor Lachen und haben mir die ganze Zeit in eine sehr hohe Hecken geschubst. Das war so lustig. Und vor allem, das war, ich weiß das tatsächlich auch noch sehr dunkel. Sie haben sich für alles, was ich ihnen jemals angetan habe, an dieser Nacht gerecht und freuen sich heute noch diebisch drüber. Nein. Vor allem, ich weiß nicht, das war echt eine hohe Hecken, die mich gut abgefedert hat. Und dann bin ich reingeflogen. Ich habe kaum gehen können. Dann haben wir einer rausgezogen und der andere wieder reingeschubst. Und ich weiß nicht, dieses Gekichere. Das war zu gut, ja. Das ist eine meiner Lieblingssaufgeschichten. Ja, also... Von mir natürlich auch, also glücklicher Moment auf jeden Fall. Ja. Anderes, da waren wir bei dir daheim und der Kid Rap hat seine Freundin mitgebracht, seine damalige. Und die habe ich da halt kennengelernt. Und ich war aber vom Vorglühen schon so besoffen, dass ich neben der Couch auf dem Boden kotzt. Auf dem Teppich, glaube ich. Also ich glaube, da war Teppich in dem Zimmer, oder? Ja, stimmt. Der Fleck ist halt noch da. Ja, und dann habe ich auch nicht mehr ins Blue Night dürfen, also in die Disco. Aber wir haben es probiert, oder? Also wir sind mit dem Taxi gefahren. Ich glaube, ich habe aus dem Fenster so am Taxi lang gekotzt. Hast du auch noch mal gekotzt? Und dann in der Schlange ist die Türsteher aufgefallen, dass ich irgendwie besoffen bin. Das war, glaube ich, der Abend, wo ich dann... Wir haben da die Zeichen... Keine Ahnung, weil vielleicht, weil ich nochmal aufgestanden bin oder so, weil in der Schlange. Und dann bin ich ums Eck da ins Klo beim Inko, also in einer daneben liegende Bar, da ist ein öffentlich zugängliches Klo. Und da habe ich mich dann erst einmal ein bisschen schlafen gelegt in die Scheißhauskabine. Und dann ein Harry sei bevorzugter Schlafplatz. Ja, übrigens, aber tatsächlich bin ich diesmal nicht auf dem Klo gesessen, sondern mir am Boden hingelegt, weil es war schon, ich war miert. Und dann sind immer wieder, stimmt, ihr seid ins Klo und ihr habt quasi so schichtmäßig immer mal geschaut, ob ich noch da bin oder ob ich noch lebe. Stimmt, das weiß ich nur so. Weißt du noch, wie der Abend geendet hat? Also ich schätze für mich, dass ich da drin gefragt bin. Ja, dann musst du irgendwie heimkommen. Das wärst du nicht. Das wäre dein Problem gewesen sein, nicht meins. Du weißt nämlich nicht mehr. Ja. Warst du beim Schudel dabei? Ist das? Nein, tatsächlich da nicht. Da warst du nicht dabei. Also ich kenne die Geschichte, aber ich war nicht dabei. Dann eine meiner weitere Lieblingssaufgeschichte ist, als wir uns auch bei mir daheim getroffen haben.
haben unsere neue Lieblingsmische entwickelt. Das war damals rote Schorle und Wodka, weil das hat so geschäbert und das hat einfach null geschmeckt. Also wenn Sie diese 1,5 Liter rote Schorle Flaschen irgendwo findest, die sind magisch mit Wodka, wirklich. Also wir haben dann, Wodka. Ich weiß nicht, wir haben von Mische zu Mische haben wir mehr Wodka rein, um zu schauen, wann es denn jetzt wirklich schäbert oder wann es da schmeckst. Und du hast, also ich glaube, wir haben am Schluss locker, ich möchte nicht übertreiben, aber in meiner Erinnerung waren es auf jeden Fall mindestens 60, 40 Mischungen aufwärts. Ja, und war abartig. Dann haben wir entschieden, wir waren wirklich gut angeschaut. Eigentlich haben wir uns getroffen gehabt, gerade zum Lernen wieder. Ah ja, das ist hin und wieder passiert, ja. Ohne besonders erfreuliches Ergebnis. Und dann haben wir besoffen entschieden, wie geil war es jetzt eigentlich, wenn wir jetzt eine Software spielen. Denn und das ist derart eskaliert, es hat draußen pisst wie nochmal was. Wir haben uns, ich weiß gar nicht, ob wir was besonders angezogen haben dafür. Ich glaube nicht, ne. Erst bei meinem Haus davor haben wir im Wald erst ewig lang Waldstückel, ja. Software gespielt, haben uns da richtig abgeknallt und wir haben eine neue Regel eingeführt, und zwar, du kannst die, wie bei Counter-Strike oder so, kannst die messern. Ja. Und messern ist, wenn man sie tritt. Ja, wenn wir kein Messer gehabt haben. Und das war geil, und der Harry hat Messern für sich entdeckt, also da war er erfolgreicher als am Schießen. Und ich bin hinterm Baum, habe ich gelauert und habe mich in einem Stacheldraht verhängt. Ja, genau, das meine ich. Genau, und dann sage ich an Harry, dass wir kurz pausieren müssen, die kommen nicht aus dem Stachel. Harry läuft hinter Baum vor und tritt mich. Und sagt, messert. War ein Hit, also Punkt ist an die gegangen, definitiv. Ja. TKO. Und ich weiß gar nicht, ob wir es jemals schon jemandem erzählt haben und ob wir es erzählen sollen. Doch. Ich glaube auch. Also es ist ja eine Jugendsünde. Das man halt nicht mehr machen. Natürlich nicht. Aber wir haben dann entschieden, okay, uns im Wald sind die Deckungsmöglichkeiten nicht. Wo willst du in einem Wald verstecken? Ja. Oder willst du das mir hat das Urbane gefällt. Mhm. Also, das Menschliche. Ja, und auch das Christliche. Ja, stimmt. Muss ich sagen. Und dann war es so, dass wir wirklich zu unserer Verteidigung waren, Sack zu. Ja, wir wollten die Tiere nicht stören. Nein, und genau, richtig, weil Wildwechsel, das ganze Zeug. Und dann sind wir ich sage nicht wo, aber in irgendeinem naheliegenden Friedhof gegangen, weil es da sehr viele Deckungsmöglichkeiten. Ja, so Grabsterne sind ganz praktisch eigentlich. Und dann haben wir da, es war Gott sei Dank, ich bin echt froh, nachher, es war keiner da, oder? Ja. Ich glaub, einmal war eine da und da sind wir dann... Wir waren ja im Stealth-Modus. Ja, also. Stimmt, ja. Wenn wir uns nicht bewegt haben, haben wir uns die gar nicht gesehen. Und dann haben wir uns und es war dunkel und so. Also, da noch eine Dreiviertelstunde lang gegenseitig abballert und es war so geil. Ja, also hat es schon echt Spaß gemacht. Ja. Und ich glaube, wir haben es seitdem nie wieder. Nein. Und das darf jetzt gut 15 Jahre her sein. Ja, also das war, glaube ich, damals, da habe ich, glaube ich, noch Football gespielt, oder? Und da haben wir, das war das einzige Mal, dass meine Lieblings-Football-Geschichte. Ja, das einzige Mal, dass ich am Tag vorm Footballspiel was gesoffen habe. Und das war dann gleichzeitig auch das erste Spiel, wo unser Verein in der ganzen Vereinsgeschichte gewonnen hat. Also der Tag, an dem ich quasi nicht funktionstüchtig war. Und du warst aber auch richtig gut, oder? An dem Tag. Ich schätze mal, weil mir halt alles wurscht war. Ja. Also, na, schon. Hast du da nicht jemanden irgendwas gebrochen? Nein, das war in Kempten. Ah ja, okay, gut. Aber es ist was gebrochen worden. Ja. Okay, das ist gut, sehr gut. Thumbs up. Lustigste und peinlichste Momente, meistens eigentlich zu 99,9% hängt das mit den Sauf-Geschichten zusammen. Da ich jetzt mal sagen, wir haben sonst keine lustigen oder peinlichen Momente. Vor allem nichts, was erzählenswert war. Ja. Also wir haben beim Schulspätze von uns beim Zocken eine Atombombe auf sein Lager geschmissen, aber das ist wir waren verbündet. Ja, aber gut, das ist ja wurscht gewesen in dem Fall. Ja. Peinlich, was war denn ein richtig peinlicher Moment von dir oder von mir? Ich weiß nicht, was noch richtig peinlich ist, wenn so ein Wurscht ist, dass man ständig irgendwo auf dem Scheißhaus einpennt. Ja, das stimmt. Oh ja, wobei Fasching, ein Fasching war komischerweise eine Geschichte, die mit Saufen verbunden ist. Ja, ganz komisch, war Fasching und war ich als Zimmermädchen verkleidet vor der Rocky Horror Picture Show. Und damals habe ich noch lange Haare gehabt. Richtig schöne Titten, ja, kann ich jetzt sagen. Schneeblau angesprüht, die Haare. Und dann bin ich, überraschend, ganz komisch, dann bin ich da aufs Klo gegangen und zur Abwechslung mal im Steh, im Scheißhaus, im Steh beim Pissen einpennt.
Und das hat sehr lang gedauert und meine Mitfeiernden haben mich immer mal wieder gesucht, angeblich. Weil ich habe ja geschlafen, nichts mitgekriegt. Gell? Ja. Und ich habe halt, als ich aufs Klo gegangen bin, mein Geldbeutel und mein Handy am Tisch flackern lassen bei den anderen und irgendwann war wohl sehr viel Zeit vergangen. Und dann sind die anderen gefahren, nachdem sie mich nicht gefunden haben. Das Handy haben wir natürlich mitgenommen. Ja, klar, mein Zeiger nicht flackern lassen. Ich muss lassen. ganz kurz dazu sagen, das weiß ich nämlich noch, das war es gestern gewesen. Das war eine meiner Hauptmissionen, weil wir uns dann echt Sorgen gemacht haben, weil der Harry nirgends war und du hörst ja genug Geschichten von Leuten, die einfach im Sofa überfahren werden. Aber die Gefahr war ja nicht gegeben. Ja, ich war in einem Schutzraum. ich war 100-mal im Scheißhaus. Aber du hast ja nicht damit gerechnet, dass sie im Stehen im Scheißhaus pennen. Also, weil normalerweise sitze ich halt da, ist es in der Regel auch nicht richtig zurückgespart. Oder und so. es war aber auch nicht zu einer Zeit, wo es noch nicht so selbstverständlich war, dass du so vom Scheißhaus stehen, was du noch nicht gewusst hast. Da war das noch nicht, weil jetzt war das noch nicht alltäglich. Dabei ist jetzt auch schon länger wieder nicht mehr so vorgekommen, aber viel zu sehr unter Kontrolle inzwischen. Ja, schade. Ja, und dann war ich halt Handy und Geldbeutel los. Bin ich dann da rausgesteuert, habe die anderen Nummer gefunden und dann, da ist eine Landstraße, was ist das, eine Bundesstraße? Auf jeden Fall Richtung Horn halt. Und ich bin quasi an den Weg daneben lang gegangen und das ist ganz schön weit, weil das sind ja doch 9 Kilometer und noch mehr eigentlich. Und dann habe ich getrennt und mir tatsächlich in meinem Hausmädchen-Outfit mit blauem Haar und einer Einlage, ich habe nämlich eine Titteneinlage verloren gehabt. Was für mich so der tragischste Moment ist. Ja, das war echt. Hat mir dann einen VW-Bus mitgenommen, ein Familienvater, der mit Frau und Kindern unterwegs war. Ich glaube, dass die... Er wollte einfach ein Zeichen für seine Kinder setzen. Genau, ich glaube einfach, also der hat mich dann auch schön hinten eingesetzt zu seinen Kindern. Mhm. Ja, und dann haben sie mich quasi bis fast vor die Haustür gefahren, also 50 Meter weg und haben dann noch haben dann gefragt, ob ich es bis dahin schaffe und so. Ich meine, ich war schon wieder völlig klar. Ich habe gerade geschlafen gehabt. Also, hättest du fahren können. Ja. Aber du warst keine 18. Nein. Beileibe nicht. Ja, genau, das war so eine sehr lange Geschichte für eine kurze Pointe. Aber, aber also ich glaube, dieser Moment erinnert mich ein bisschen an meinen Moment, wo ich in München, ich glaube, habe ich auch schon 100-mal erzählt, in München saufen war. Damals noch zu Studienzeiten, sage ich jetzt einmal. Und dann mit dem ersten Zug bin ich zurück nach Deutsch gefahren. Und ich weiß nicht noch, also ich bin in den Pub eingestiegen mit meinem Burger King Menü rechts neben mir. Halt, ja. Und habe das nicht mehr aufgegessen, weil ich wirklich so sackzu war und ich wach auf und dann sitzt so ein kleines, dickes Schulmädel, weil nichts anderes mehr frei war, sitzt mit ihrem Rucksack auf dem Schoß, so weit wie möglich nach rechts gequetscht da, mein Burger King zeigt völlig unberührt und ich habe ausgeschaut, das war schön, war nicht schön in diesem Zug zu sitzen dann. Für das Mädel schätze ich noch weniger. Vermutlich, ja. Der schönste Schulweg ihres Lebens. Ja, gibt es so die ein oder andere Geschichte. Ja, kann einmal habe ich mich nüchtern in der Bob wach gefurzt. Das ist auch lustig, okay. Ja. Nicht schlecht. Ja, was war das? War jemand neben dir? Nein, das waren diese Zwischensitze, die man runterklappen kann. Die gibt es jetzt gar nicht mehr. Das war eineinhalbfache Sitz quasi. Und da bin ich von der Berufsschule heimgefahren, da bin ich irgendwie regelmäßig eingepennt. Früher raus müssen und dann nach Minga. Und ja, auf dem Rückweg bin ich halt wieder eingepennt und habe halt offensichtlich laut gefurzt und bin davor aufgewacht, weil mir halt Leute angeschaut haben und so. Wo du hast gemerkt, dass du... Also ich hab's dann gerochen und ich bin halt... und du wärst den letzten Geräusch, den du gehört hast. Ich hab dann schon gedacht, so, okay, wer hat denn jetzt da so einen aufbrennen lassen, aber durch die Blicke durch die Blicke und so weiter... War es da relativ klar, dass... War der Schluss einfach, dass ich... Der untrügliche Schluss, dass ich es selber war. Ja. Sehr kann er niemand mehr gesessen oder so, direkt. Ja. Und gegenüber halt. Ja, was willst du da machen als Fahrgast, gell? Also meine nüchterne Geschichte. Ja, und trotzdem nicht minder lustig. Ja, war mir irgendwie schon peinlich. Ein bisschen. Mir war es nicht peinlich. Mir Los Brutales Favorites. Der hat es gut vorbereitet. Wie deine Lieblingsvideospiele? Machen wir 3 jeder. 3? Mhm. Abwechselnd oder? Ich setze jetzt einfach auf die 1
Oh, schwierig. Na, fuck, ich muss mir erst Gedanken machen. Also, normale Kartoffeln. Ja. Na, auf die 1 ist für mich, weil man das einfach... lass mich raten, Age of Empires 3. Ich dachte nicht Age das of 2er, sondern das 3er. Das 3er, weil wir das am öftesten alle gemeinsam gezockt haben und das hat mir schon sehr viel Freude bereitet. Deswegen setze ich das einfach mal auf die 1. Oh. Auf der 1 ist bei mir The Witcher 3. Ich bin ein Solo-Gamer. Check ich. Ja, checkst du. Ja. Okay, ja, habe ich keine Witcherei, keinen Teil gespielt. Wo ist bei dir Skyrim oder Oblivion? Ist das bei dir? Also nicht in die Top 3, aber Skyrim ist auf jeden Fall... Also Oblivion war damals Offenbarung für mich und Skyrim dann auch nochmal natürlich. Ja. Aber Skyrim, da ist wahrscheinlich dann auf eine gute 5 sitzen oder so, weil das wirklich exzessiv gezockt habe. Also Oblivion ist auf jeden Fall in die Top 3 dann wahrscheinlich. Nein. Also Oblivion, quasi Skyrim war für mich dann das bessere Oblivion. Ja, okay, übrigens, also keine Werbung, also wie heißt das? Die sponsern uns nicht oder sowas. Werbung, aber es gibt ein Modding-Team, die modden gerade komplett Oblivion in Skyrim und da ist dieses Jahr Release. Die machen das seit 10 Jahren oder so. Nein, ich glaube seit 8 Jahren oder so. Das ist ein riesiges Team und die haben komplett, also Zero Deal und so, das was halt in Oblivion ist, komplett nachbaut, die Quests und so weiter. Es fällt irgendwie nur noch, also gibt es immer Update-Videos und so und da fällt echt nur noch ganz wenig. Also komplett vertont, alles selber modelliert und so weiter, krass. Weil sie nicht einfach die Modelle vom anderen Spiel nehmen dürfen und so. Echt krank. Also. Okay. Ja, also richtig cool, heißt Skyblivion. Gute Idee. Genau. Also schaut es euch aus, super. Die brauchen nur Support, falls jemand modeln kann oder sowas. Ja. Ja, genau. Ja, aber die 2. Okay. Wolltest du wissen? Wolltest du sagen? Die Nummer 2. Ja, das ist die, okay. Bei mir, Entschuldigung, kommt auf die 2, weil ich schon mit am längsten und nach wie vor aktiv, an Anführungsstrichen spiele, ist die Total War-Reihe. Alter, ja, das ist für jetzt schon, ich glaube, die Total War, also insgesamt mal. Ich möchte jetzt, ich habe ja angefangen mit Rome Total War, Medieval Total War, das Ganze. Und ich liebe alle Teile, die ich gespielt habe, deswegen die Total War-Reihe. Aktuell zocken der Harry und ich Warhammer Warhammer 40k. Warhammer. Fantasy, Warhammer. Also, ja. Warhammer, sorry. Bei 40k gibt es die Rumors, dass das der nächste nicht realistische Titel wird, also kein Historic. Okay. Ja. Das ist auf die 2 bei mir. Da die tatsächlich auch, aber ich dachte halt Total War. Warhammer, also nicht die ganze Reihe, sondern nur die Warhammer, die 3 Spiele bis jetzt, da die auf die 2 da. Mag ich ja tatsächlich sehr, sehr gern. Im Gegensatz zu dir spiele ich ja hin und wieder allein. Genau. Ja. Was traurig ist, dass jetzt Schlacht der Mittelerde nicht dabei war bei Con bis jetzt. Fuck, ja, so ja eigentlich definitiv auch mit nein. Ja, ich möchte nur einen 4. nennen, weil das so ein Geheimtipp ist. Auf der 3 ist bei mir dann Schlacht der Mittelerde 2. Schlacht der Mittelerde 2. Uncharted. Ich mag die Uncharted-Serie sehr gern. Habe ich auch, glaube ich, alle gespielt, bis auf, ich weiß nicht, was der neueste ist. Ich glaube, bis Teil 5 habe ich es gespielt. Oh, ich habe nicht einmal gewusst, dass es 5 gibt. Ich glaube schon. Ich muss nochmal schauen. Es ist ich glaube 4, aber ich habe keinen einzigen gespielt, deswegen. Ich glaube, dass ich alle gespielt habe. Also, Uncharted 3, Riesenempfehlung, macht sehr viel Freude. Nur die Rätselteile check ich nicht. Ja, was kannst du denn noch? Klettern, springen, schießen, hauen kann ich alles super, aber wenn er dann irgendwann Symbole richtet hier, bin ich raus. Kannst du im Internet schauen. Ja. Nein, habe ich noch nie gemacht, das wollte ich nicht. Mei. Bei mir die 3 Final Fantasy 8. Das ist so mein Kindheitsspiel. Wenn mir einer fragt, was habe ich 9/11 gemacht, Final Fantasy gespielt. Ja. Ich habe Fernsehen. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal im Podcast erzählt, weil man über 9/11 geredet hat. Und da bin ich heimgekommen, alle schauen Nachrichten und ich so, darf ich im Schlafzimmer Playstation spielen? Ja, gut, was willst du, hättest du jetzt nichts machen können? Ja. Kannst ja die Leute nicht aus dem Haus holen. Aber die Leute in Final Fantasy habe ich retten können. Ja, die habe ich retten können. Ja, genau, aber dann magst du quasi noch Honorable Mention machen, oder? Genau. Und zwar ist das für mich, werden die wenigsten von euch kennen, aber Heavy Rain. Heavy Rain ist ein Spiel, wo du wirklich ganz genau, wo du die dümmsten Entscheidungen, die einfachsten Entscheidungen mit dem Stick, also mit dem Controller durchführen musst. Du zum Beispiel mach jetzt deinem Kind Pausenbrot. Klingt sau langweilig, aber so startet das Spiel.
Und es ist ein reines Spiel, das nur auf Story. Eigentlich ist es ein Film, den du spielen kannst. Und das Geile ist, du ermittelst mit verschiedenen Charakteren, also mit, glaube ich, 5 oder sogar. 5 sind in dieser Story drin. Und wenn jemand in dieser Story stirbt, dann stirbt er. Das bedeutet, es kann auch sein, dass du das Spiel nicht lösen kannst, dass er sagt, okay, jetzt sind alle gestorben und du musst jetzt nochmal komplett von vorn anfangen. Und das ist halt richtig geil und das ist so unfassbar spannend, wenn du halt weißt, dass jeder dieser Quicktime-Events oder wie das heißt, dein Tod sein kann. Aber es waren nicht die klassischen, oder? Es waren nicht die, wo du es verpassen kannst oder so. Es ist auch nicht dieses wie bei God of War oder. Achso, okay. Auch, also das schon, und aber, also doch dann, vor allem, wenn es dann wieder Momente gibt, wo was Unvorhergesehenes okay. kommt, dann musst du ganz schnell reagieren und das ist halt. Und du kannst es nicht nochmal machen. Weißt du nur, war das PS3 oder PS4? Ich glaube, es ist auf der 3. Ich glaube, weil das war eins von den ersten Spielen, oder? Wo sie die Grafik quasi, wo sie sagen wollten, was die PS3 kann oder so, glaube ich. Richtig heftig. Also oder Heavy war eins Rain. von den letzten, wo sie gesagt haben, hey, das kann die PS3 fein auch. Ja, vielleicht, ja. Ich glaube, es war eins von den ersten, ja. Ja, das ist nice. Also, wenn ich nur Honorable Mention habe, dann natürlich Warcraft 3. Weil das, glaube ich, dass ich kein Spiel, außer vielleicht Final Fantasy 8, so viel gespielt habe wie Warcraft 3. Mit Modding und allem. Leider überhaupt nicht mitgekriegt und auch nie gespielt, aber irgendwann habe ich es einmal noch. Ja, Reforged haben wir doch schon gesagt. Ja, aber jetzt kommt scheinbar, wird Reforged ja verbessert. Nochmal verbessert, nochmal gepatcht oder wie immer. Ja. Warst du bereit für 5 Entweder-Oder-Fragen? Mei. Was nicht? Ist das schon eine? Nicht schlecht. Vagina als Mund oder Pimmel als Nase? Also ich habe die unpopuläre Meinung unter uns alle. Also soll ich einfach nur antworten oder begründen? Gerne auch begründen. Also Pimmel, Nase. Aber wenn die Leute sagen, wer will schon einen Pimmel im Gesicht haben. Ja. Aber ich meine, Nasen sind ja schon fast wie Pimmel. Ja. Also, und wir haben ja, glaube ich, also ist ja die Frage, kommt mir sehr bekannt vor, aus der Serie Letterkenny. Und da haben sie ja schon geklärt, dass es kein funktionierender Pimmel und kein funktionierende Vagina, sondern es ist. Es schaut einfach nur dumm aus. Genau, und dann, ihr habt doch schon irgendwie einen Pimmel im Gesicht und dann hängt da halt noch so ein Stückel dran. Ja. Also. Und essen kann ich halt trotzdem noch. Grundsätzlich, mein erster Gedanke ist auf jeden Fall über eine Muschi am Mund. Aber es ist halt die Frage, schaut die einfach nur von außen aus wie eine Muschi? Das ist das, was man klären müsste. Du kannst die dann essen, sonst. Oder ist die dann, also ich möchte schon schmecken können. Also ja, und kauen. Aber ich glaube, wenn es einfach nur ausschaut wie eine Muschi, dann darf mich die wahrscheinlich gar nicht so stören. Weil, aber ich glaube, dass der Muschi mit Zähne richtig komisch ausschaut. Oh ja. Ich hoffe, dass er Zähne hält. Horrorfilm-Vibes, oder? Wenn ich jetzt wirklich mein kompletter Mundbereich, sage ich mal, austauscht werden darf durch eine Muschi, sodass ich halt einfach nur zwar erst ein Einschieben kannst, aber nichts damit aufhören. Dann darf ich auch den Schwanz aus der Nase nehmen, aber ansonsten, ich bin ehrlich, ich gehe mit dem Schwanz. Ja, also du gehst mit dem Schwanz? Ich gehe mit dem Schwanz, ja. Okay. Weil ich glaube, weil der darf mich weniger im Alltag stören. Er ist halt einfach ein stinknormaler Pimmel in deinem Gesicht. Ja, aber die anderen dann bei der Muschi auch sagen, schaut nicht komisch, schaut anders aus. Irgendwas ist anders an dir. Du hast irgendwas der auf deinem Schwanz und dann, na, so Nasenbild immer. Ja. Ja, aber Schneizen ist cool, wenn du einen Pimmel im Gesicht hast, glaube ich. Darfst du lieber als Prinzessin Jasmin oder lieber als Belle leben? Also grundsätzlich würde ich sagen Belle. Einfach, weil... Die seid viel hotter. Ja, genau, aber Jasmin hat einen Tiger. Erstens das und Jasmin hat Aladdin und Belle... Ach nein, der... Und fliegenden Teppich. Ja, aber Belle, er verwandelt sich auch wieder zurück, gell? Das ist ja super lame, na, dann bin ich Jasmin. Achso, du meinst, wenn das Biest nachher dann habe ich einen Tiger und das, also anders hätte ich halt das Biest. Das ja, cool. Stimmt, ja. Man entscheidet ja dann nie, ob das ein Haustier ist oder ob ich mich schon durchrammen lasse von ihm. Ja. Das kann ich aber beim Tiger auch. Ich da trotzdem, also der fliegende Teppich ist ein Plus, aber ich mag halt mehr so dieses Europäische. Ja, ich mag das. Ich fühle mich in Europa wohl. Als weder darf man bei der Belle schon besser down. Absolut, weil du hast alles, du hast jegliche Saison. Ja, du hast Winter, Sommer, Frühling, Skifahren, das kann die Jasmin nicht. Ja, das stimmt. Und der ganze Kümmelscheiß, den ich da fressen muss. Ja, das sind ganz normale Gedanken. Ja, und der ganze Diebstahl. Was, der ganze Diebstahl, dann der komische eine Typ da, der mal was Besseres will. Du musst dir mal vorstellen, bei Belle gibt es ja eigentlich keinen so, glaube ich, also bei Schöner das Biest, weiß nicht, wer da der Antagonist ist. Ja. Gaston. Ja.
Ja, Gaston ist aber Lulli. Ja, der ist wirklich Mal Loser. fertig. Ja. Der Antagonist ist die Barriere zwischen Belle und dem Biest. Ja, richtig. Ja. Ich bin Bell. Wir machen es kurz. Ja, also ich sage halt, ist dann halt wenig Magie, wenn die ganzen Gegenstände, die leben, wieder zu Menschen werden und so und das Viech wäre da wieder ein Mensch. Und bei der Jasmin ist ja da ist nur cool einfach. Und Ja. dann die Höhle, die ein Löwenkopf ist, Tigerkopf meine ich natürlich. Ja. Ja, und der Genie ist ja auch noch da, er ist zwar frei, aber er macht schon, hast du die Serie allerdings gesehen? Ja, habe ich. Na, schau, die haben immer Spaß. Gibt es eine Serie, Die Schöne und das Biest? Na, weil es vorbei ist nach weiß, dem Film. Ja, stimmt. Ich glaube auch, dass Bell und das Biest richtig unglücklich danach waren, weil es war ja nichts mehr Besonderes, weil jetzt haben sie ein Schloss und dann. Ja, und Er ist nicht mehr so ein cooles Biest, der hat wahrscheinlich nicht mehr so einen Prügel, Ja. sondern wie wir, so eine 10 cm Lanze. Ja. zusammen. Ja, klar. Ja. Na gut, ja. Wärst du lieber ein Hund mit der Intelligenz eines Menschen oder ein Mensch mit der Intelligenz eines Hundes? Uff. Du meinst Wuff. Ja, das ist Antwort genug, gell? Ich Also- glaube, dass ich lieber der Mensch mit dem Hundeverstand war, Ja. weil als Hund mit Menschenverstand da die ja checken, also da die ja alles so checken wie jetzt, also ein bisschen quasi. Und andersrum war ja nur für die Menschen in meinem Umfeld erlasst. Stimmt, ja. Als Hund Für die war ja, ich war voll happy. Also. Ja, ich finde also was auf jeden Fall für den Menschen spricht, das heißt, dass ich viel älter werde. Und was halt für den Hund spricht, das heißt, ich glaube, dass es eine geile Erfahrung ist als Hund. Ja, stimmt. Natürlich, ich möchte jetzt kein Hund in Portugal sein. Nein, so schön in der bosnischen Tötungsstation. Ja, oder das war sowas, cool. ja, da denke ich mir schon, oh, Ja, scheiße. oh echt jetzt? Da kann man denken, und alle anderen. Und ich so, Ah, fuck you. ja, also Sag einmal was anderes. ich darf mich auch für den Menschen entscheiden. Wobei ich glaube, dass als Hund mit Menschenintelligenz war es schon geil. Also finde ich. Boah, Hundediktator werden Finde die ich, Welt unterwerfen. find ich Hundeweib, also ich darf halt, dadurch, dass ich so schlau bin, ich darf mich halt einmal durch die ganze Hundewelt Ja. ficken und vielleicht darf ich auch mit den Menschenweibchen abhandeln, weil Ja. ich war halt dann mega Ja, es cute gibt und dann ja darf ich die voll. ganze Zeit einen Oh, Schritt nein, drehen und nicht sag da ich, hin, dann nicht da hin. Also, Rote Rakete. ja. Ja, vielleicht hast du mir überzeugt, dass ich doch lieber Hund Weißt du will. was? Hunde. So machen wir es. Gut. Wieder ist das zweite Mal, dass das lieber eure Aufgaben bei Los Bradalos tauschen oder? Jetzt ist nicht fertig geschrieben. Echt? Ja. Sie hat wie gesagt, es ist das zweite Mal jetzt. Ich glaube, es war schon mal lustig. Also bei der vermutlich. Meilenstein hätte ich voll Bock drauf. Machen wir es halt einfach Das beim ist nächsten wie Auftritt. die Ärzte zum Beispiel, die haben ein paar Songs, wo sie einfach Instrumente tauschen. Das ist Ja, eine aber Band. die Arschlöcher können wahrscheinlich andere Instrumente Ja, spielen. oder? manche von denen bestimmt, ja. Okay. Bei jedem Vollmond in ein Tier deiner Wahl verwandeln. Oh, geil. Oder einmal im Jahr für einen Tag unsichtbar sein. Oh, ja. Ja, easy. ich glaube ich das Tier nicht mehr. Ja, weil als Tier bin ich auch fast unsichtbar, wenn ich sage, klar, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt eine Ameise, hätte ich jetzt sau Angst, dass ich stirb dann in dieser Ja. Zeit. Aber du bist das Tier deiner Wahl. Weißt du, Jedes das Mal wieder das Tier deiner Wahl, oder musst du die einmal entscheiden? Ich hätte gehofft, dass ich mich jetzt mal entscheiden kann. War cool. Weil sonst, ich glaube, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte gerne Adler sein oder sowas. Erstens, was mir halt da nervt, ist, ich bin ja nur während Vollmond dann, schätze ich mal. Ja, genau, doch. Und das ist halt zum Kotzen. Also ist dann das? bin ich immer noch in der Nacht. Das ist das gleiche wie bei Werwölfe heute. So, quasi, so, oder? so hätte ich jetzt verstanden. Gut, Dann muss ich sagen, war ich tatsächlich lieber einmal im Jahr unsichtbar, einmal Einmal im Jahr. Oder Kann einmal ich mir im den Jahr Tag aussuchen? Das müsste jetzt die, Ja, ja, aber einmal im Jahr Nein, immer am 24 gleichen Stunden Tag. unsichtbar. das ist schon geil. Dann auf jeden Fall irgendwann im Sommer. Ja, klar. Also, In der Umkleidekabine. ja. Sowas, ja. So. Na, auf jeden Fall überlege mal, was du damit anstellen kannst. Ja, Also, in der Umkleidekabine Umkleidekabinen, ich darf einfach von ein paar Promis, die halt Fotos machen. Oh ja, also, stimmt. Sagen wir, Aber nie damit erpressen. Nein, nur sondern dann einfach eine nur private Fotos. Ja, Sammlung. und dann nächstes Jahr bin ich wieder immer beim gleichen Promi. Das ist mal, Schweiger. ja, hey, Alter, warum fliegst du wieder nach Los Angeles? Und sag, ja, das Ja. nichts Besonderes. Zu Till Schweiger. Also, wofür hast du dir jetzt entschieden? Ja, ich bin ein Fandal im Wind, ich bin eine Unsichtbarkeit. Ja, nein, weil das mit dem Vollmond, das Ja. fuckt mir echt ab, Alter. Also, Ja, ich bin kein vor allem, Scheiß. wenn ich dann jetzt mich noch einmal entscheiden darf, was für Tier, dann sowieso brauche ich gar Dann nicht da der überlegen. Hund mit der Intelligenz von einem Menschen. Das wäre geil, ja. Ja, vor allem, ist ja nicht geklärt, ob du als Tier dann also dein Bewusstsein hast und so. Stimmt, ja. Bei einem Vor allem, Werwolf oder so ist ja dann auch voll im Rage-Mode. ja, stimmt.
Stell dir vor, da ist dann so ein, ich weiß nicht, irgend so ein kleines Facke, voll im Werwolf-Modus. Ja, das stimmt, rumrennt und die, also richtig faul ist, aber so nichts ausrichten Teacup-Schweinchen, das ist Ja. richtig eskaliert. Aber du darfst dich ja nicht für Teacup-Schweinchen entscheiden. Ja, das stimmt. Außer, du hast schon mal einen Haufen Ladies mit einem Teacup-Schweinchen gesehen, Ja, die das ist abgehen. schon cute, ja, das stimmt schon. Nein, ich meine, die haben richtig Bock auf das Viech. Ja, Also, ich sag ja, also ich also- meine, das ist, also, Ja, wenn, jetzt meinst du, wenn ich meinst, so es ist cute cute, bin, wie die nein, mit dem das ist mir Viech um die- scheißegal, ich möchte das von ist denen einfach einfach gestreichelt süß, werden. ja. An meinem kleinen Ringelspänzchen. Oh ja. Vor allem stell dir mal vor, wie überrascht sie waren, wenn das Teacup-Schweinchen so richtig pervers war. Dann sind wir aushaben. Ja. Ja, aber unsichtbar. Ja. Fan der Woche für mich, sage ich mal, Dance United und Back to Steps. Also Auf haben wir jeden die Fall, Sally ja. als Führungskraft bei Back to Steps und der Chad, wie gesagt, sowieso geiler Typ von Dance United. Bester Mann. Bester Mann. Secret Tipp habe ich jetzt keinen. Secret Tipp. Genau, vielleicht kommst du einfach alle 5 Minuten reisen, Bruno. Genau. Ja, das ist halt eine gute, hast halt einen guten Ding gemacht. Was steht die Woche an? Diese Woche. Ja, Also quasi die nächste Sonntag, Woche, ja. Nach heute. Noch eins. Das ist die Illusion, dass heute Sonntag ist. Was steht an? Also Los Brutalos technisch nicht so viel. Nein, aber passieren wir jetzt ein bisschen. Ja, wobei Reels kann man einige noch. also ein bestimmtes Reel wollten wir auch noch dran. Stimmt. Weil da freue ich mich auf die Bearbeitung. Mhm. Deswegen poche ich da sehr drauf. Stimmt, das müssen wir noch Das einplanen. ist ja gleichzeitig der Secret-Tipp, dieses Reel, wenn es rauskommt. Was ein Secret-Tipp ist. Ich habe das schon oft gehört, in jedem Podcast her, aber Ja, ich ja. habe es gerade im Kopf nicht so gehabt. Nein, ein paar Reels möchte man noch dran. Also wir möchten das Pferd macht man noch ein bisschen mehr promoten und zum Faschingssong überhaupt für 2025 und 26 und 27 machen. Und es sind ja einige Songs in der Pipeline. Das sowieso. An bestimmten wolltest du ja auch mal ein bisschen mischreif machen. Genau, ich habe noch so einen kleinen Solo-Song. Er heißt Ich fühle mich gut. Geile Nummer. Kann man so sagen? Mag ich Großer gern. Fan, großer Fan. Danke. Den hau ich jetzt demnächst mal raus. Nice. Und oh, fuck. Dann war's das und die letzten Worte hat wie immer der wunderbare Harry. Rap. Fuck.